Die Frau ist zum Prinz, hat ihm lieb zu trinken gegeben, hat das Kindli zugedeckt, ist zum Reh, das neben der Wiege ist gelegen, hat es gestreichelt und ist auf das aber, ohne ein Wort zu sagen, zum Zimmer aus verschwunden. Das war auch in der nächsten und übernächsten Nacht so. Das Kindermädchen hat von dieser seltsamen Erscheinung niemandem etwas zu erzählen. Aber dann, am 4. Abend, hat die Frau geflüstert: «Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Jetzt komme ich noch einmal und dann nie mehr.» Als die seltsame Frau nicht mehr herum war, ist das Kindermädchen endlich zum König und hat alles erzählt. Der König hat gestaunt. «Da kann etwas nicht stimmen. Ich habe mich schon gewundert, dass ich in den vergangenen Tagen nicht mehr ins Zimmer von meiner lieben Frau gehen darf. Also am besten komme ich heute Abend selber ins Kinderzimmer und warte, bis die Gestalt wiederkommt.» An dem Abend war es Punkt Mitternacht, wo die Frau im weißen Kleid wieder ins Zimmer kam. Und das Mal hat sie gesagt: «Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Jetzt komme ich noch das Mal und dann nie mehr.» In dem Moment ist der König hinter der Kommode vorgekommen, hat das Licht angezündet, ist zu dieser Gestalt, hat den Schleier gelüpft und was hat er gesehen? Schwesterli, die junge Königin, seine liebe Frau. Bleich und kalt hat sie ausgesehen, da hat der König ihr einfach gerade einen lieben Kuss gegeben. Und in dem Augenblick war sie wieder lebendig, so schön wie eh und je. «Was soll das bedeuten?» hat der König verwundert gefragt. Da hat die junge Königin alles erzählt. Ja, die beiden Bösen, die haben eine gerechte Strafe bekommen und sie sind nie mehr herumgekommen. Als sie für immer und ewig verschwunden waren, ist etwas Wunderbares passiert. Das Brüderli hat sich wieder in einen Mönch zurückverwandelt. Überglücklich haben sich das Brüderli und die Schwesterli umarmt. Ja, und von da an mussten sie nie mehr Angst haben. Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch miteinander im Märliland.